Stell dir vor, du nimmst die Regierung, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber und sperrst sie für 3 Tage in ein Schloss. Ja, genau das ist vor kurzem in Luxemburg passiert, und zwar im Schloss Senningen. Das Ergebnis war ein 450 Millionen Euro schwerer Deal, der fast jeden betrifft, der in Luxemburg arbeitet. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Ja, genau das schaue ich mir heute gemeinsam mit Marc Blasius. Hallo. Und Thomas Klein an. Hallo. Ja, Thomas, du bist stellvertretender Ressortleiter hier im Politikressort. Und als Politikjournalist warst du hautnah dabei, mittendrin an der Berichterstattung, ja in den letzten Tagen oder Wochen. Was ist denn insgesamt so dein Eindruck der vergangenen Verhandlungen? Ja, wir waren letztlich überrascht, dass es so schnell ging am Ende. Wir hatten uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir diese Woche noch weiter nach Senningen fahren müssen, um da die Verhandlungen zu verfolgen, weil zum Zeitpunkt, als die Verhandlungen gestartet sind, lagen Regierung, das Patronat und die Gewerkschaft noch sehr weit auseinander. Und dass man sich letzten Donnerstag auf ein umfassendes Paket geeinigt hat, damit hat keiner von den anwesenden Journalisten gerechnet. Weil die ersten 2 Tage wurden eigentlich nur über den Mindestlohn gesprochen, der eigentlich das zentrale Thema der Gewerkschaften war, aber von der Regierung eigentlich gar nicht behandelt werden sollte. Deswegen waren wir dann überrascht, dass sie von einem Thema, das eigentlich 2 von 3 Seiten gar nicht diskutieren wollten, auf ein umfassendes Paket nur praktisch einen Nachmittag gebraucht haben. Okay, also du bist jetzt quasi schon mittendrin in den Themen. Ich würde nochmal so einen Step dann zurückgehen, um alle Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, die vielleicht noch nicht so lange in Luxemburg arbeiten oder die es halt gerade noch überlegen. Was ist denn überhaupt die Tripartite? Was macht sie vielleicht so einzigartig? Ist sie überhaupt einzigartig? In der Form gibt es, glaube ich, das tatsächlich nur in Luxemburg. Es ist, wie der Name sagt, es sind immer 3 Parteien beteiligt, Regierung, Gewerkschaften und die Arbeitgeberseite. Und das wurde eingeführt in den 1970er Jahren infolge der großen Stahlkrise, wo ein Großteil der Arbeitnehmer in Luxemburg im Stahlsektor beschäftigt waren. Und plötzlich fast die Hälfte der Arbeitnehmer in dem Bereich ihren Arbeitsplatz zu verlieren drohten. Und seitdem kommt man eigentlich in dieser Konstellation immer wieder zusammen, wenn es sozusagen eng wird. Bei jeder Wirtschaftskrise tritt man zusammen und findet eine Einigung oder eben nicht. Im Jahr 2010, nach der Finanzkrise zum Beispiel, ist man auseinandergegangen, ohne eine Einigung zu haben. Also die Tripartite ist jetzt nichts Regelmäßiges, was, sage ich mal, alle 20 Jahre auftritt, sondern es wirklich hängt von der Krise eben ab, von der Wirtschaftskrise. Genau, ja. Und der Premierminister hat sich zum Beispiel lange dagegen gewehrt, jetzt eine Tripartite einzuberufen, weil er gesagt hat, das ist ein Kriseninstrument und es ist noch gar nicht sicher, dass wir eine Krise haben. Da hat es auch ein bisschen Überzeugungsarbeit bedurft, damit er jetzt die Tripartite einberuft. Und was war jetzt der genaue Auslöser dafür? Ja, letztlich die Situation im Nahen Osten, die Schließung der Straße von Hormuz und die Energiepreisteuerungen, die dadurch eingetreten sind und beziehungsweise die noch befürchtet werden. Es gab im Vorfeld der eigentlichen Tripartite gab's Gespräche mit dem Statek, also der Statistikbehörde Luxemburgs, die im schlimmsten Fall von einer Inflation, von einer sehr hohen Inflation von teilweise bis zu 6% im schlimmsten Szenario ausgegangen sind, mit entsprechenden Indextranchen, die erfallen. Und das wollten eigentlich alle verhindern. Darin waren sich alle eigentlich einig, das Patronat vor allem, weil sie natürlich nicht wollten, dass deren Lohnkosten, die sie ohnehin schon für zu hoch halten, dass die noch weiter steigen. Das heißt dann, es wird vom Statek erwartet, dass noch eine Indextranche eventuell nötig sein würde im Laufe der kommenden Zeit. Also wir haben ja jetzt gerade eine neue Indextranche erlebt und man hatte das zuerst erwartet und das war das Hauptziel der Tripartite-Verhandlungen, dass indem man gezielt Maßnahmen ergreift, um die Inflation gering zu halten oder geringer zu halten, dass man eben das
verhindert und dass man eben erst in 12 Monaten die nächste Indextranche wieder hat. Ob das gelungen ist, kann man noch nicht abschließend sagen, weil ich hatte auch Anfang der Woche habe ich mit einem Energieexperten gesprochen und der meint, die Situation ist einfach zu unsicher noch. Ne? Es könnte nämlich sein, im Moment sind die Ölpreise zum Beispiel sind etwa bei $100 pro Barrel Rohöl. Wenn es ganz schlecht läuft und die Straße einfach zubleibt, könnte es auch sein, dass das bis $180 hochgeht und dann müsste man im Prinzip die ganze Diskussion nochmal von vorne führen. Also dann könnte es durchaus doch auch sein, dass eine weitere Indextranche erfällt. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, das war auch immer wieder Thema im Pendler-Update, was übrigens jeden Dienstag erscheint, also gerne abonnieren für regelmäßige News-Updates. Es wurde vorher immer gesagt, ja, also kommt jetzt die Tripartite oder nicht? Und deswegen war es ja wirklich, also für mich auf jeden Fall überraschend, wo ich dann auch gelesen habe, dass ja, die nach 3 Tagen dann schon fertig waren, alle relativ glücklich aussahen. Ist das jetzt wirklich harmonisch? Ja, harmonisch, glaube ich, so schnell geht es nicht. Im letzten Jahr, wie du sagst, es gab verhärtete Fronten. Das ist ja jetzt auch nicht vor kurzem erst entstanden, sondern das Verhältnis zur nicht mehr ganz so neuen Regierung, aber zur CSVDP-Regierung, zu den Gewerkschaften hat sich gerade im letzten Jahr extrem verschlechtert gehabt. Also man hat die große Demonstration gesehen im Juni letzten Jahres. Dann ist die Sozialrun, wo es auch um die Renten gehen sollte. Im Herbst ist praktisch ohne Einigung zu Ende gegangen. Und das letzte Streitthema war eben der Mindestlohn. Auch da ist man sich eben bis zur Tripartite nicht einig geworden. Also von daher war es tatsächlich verwunderlich, dass sie sich jetzt so einvernehmlich geeinigt haben. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Regierung wahrscheinlich sich das auch nicht hätte leisten können, wenn sie aus diesen Gesprächsrunden ohne eine Einigung herausgegangen wären. Dann hätte tatsächlich die Stabilität der Regierung meiner Einschätzung nach vielleicht sogar ein bisschen in Frage gestanden. Also wäre das theoretisch möglich gewesen, dass es keine Einigung gegeben hätte? Ja, durchaus. Das gab es in der Vergangenheit auch schon. Gerade das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Patronat war auch extrem angeschlagen. Sie haben eigentlich in gemeinsamen Ausschüssen, wo sie normalerweise gemeinsam tagen, das haben die Gewerkschaften seit Herbst letzten Jahres verweigert. Ja, mir hat mal ein Forscher, der sich mit der Geschichte der Tripartite auseinandersetzt, hat mir mal gesagt, dass vor allem immer darauf ankam, dass man eine gemeinsame Lesart der jeweiligen Krise entwickelt hat. Und es sah anfangs so aus, als würde es eben jetzt hier nicht vorliegen, ne, weil die Gewerkschaften halt darauf gepocht haben, es muss beim Mindestlohn was getan werden. Die Leute haben Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen und umgekehrt haben die Arbeitgeber gesagt, wir müssen vor allem danach gucken, dass unsere Unternehmen nicht pleite gehen, weil die ohnehin schon mit sehr hohen Kosten zu tun haben. Wir können uns nicht wirklich leisten, noch mehr Geld für unsere Arbeitnehmer auszugeben. Also das Stichwort Mindestlohn ist jetzt öfter mal gefallen und du hast es schon angedeutet, also es gibt wohl eine Einigung dahingehend. Wie sieht die aus? Der Knackpunkt bisher war der, dass man sich schon nicht so richtig einig war, wie die Vorgaben der EU zu interpretieren waren, wie man eben auf 60%, also dass der Mindestlohn 60% des Medianlohns kommt. Da gab es, also ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, das ist recht kompliziert, eine Frage, was da alles reingerechnet wird. Und da war man sich uneinig und die Regierung hat versucht, über die regulären Erhöhungen des Mindestlohns, die ohnehin fällig gewesen wären, das Ganze abzudecken und zu sagen, okay, wir sind bei diesem Schwellenwert, den die EU fordert, sind wir längst schon angekommen. Und die Gewerkschaft hat das eben ganz anders gesehen. Und man hat jetzt insofern einen Kompromiss gefunden, dass man das Nettoeinkommen der Mindestlohnempfänger erhöht, aber gleichzeitig die Unternehmen nicht belastet, weil die Differenz über die Steuer geregelt wird. Also es gibt eine Steuergutschrift für Mindestlohnempfänger. Das geht dann im Prinzip zu Lasten des Staates. Also das ist dann sozusagen der Kompromiss, der, glaube ich, häufiger bei Tripartiten gefunden wird. Die beiden Seiten finden keine Einigung, dann trägt der Staat die Rechnung. Also der Kompromiss, den man jetzt gefunden hat, also der setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen hatten wir jetzt ohnehin schon eine Indextranche, das heißt, die Mindestlöhne werden dann auch erhöht. Dann gibt es eine turnusmäßige Erhöhung des Mindestlohns, der zum 1.1. des nächsten Jahres fällig wird. Darüber hinaus gibt es dann eben diesen Steuerkredit, der in 2 Abschnitten erfällt.
zum einen zum 1. Januar nächsten Jahres und dann nochmal einen zum 1. Juli nächsten Jahres, sodass man dann netto insgesamt als Empfänger vom Mindestlohn auf 200 Euro mehr kommen würde. Das ist sozusagen der Kompromiss, der gefunden wurde. Ne? Und für die Unternehmen bedeutet es dann keine finanzielle Mehrbelastung, aber für die Mindestlohnempfänger ist es dann doch so, dass man 200 Euro mehr netto in der Tasche hat. Ja, also ich denke, das mit dem Mindestlohn wird auch für viele Grenzgänger wichtig sein. Gibt es denn sonst noch einen weiteren Outcome? Ja, es gibt einen spezifischen Konjunktursteuerkredit, der grundsätzlich für alle Arbeitnehmer gilt. Das gilt ab dem 1. Juni und wird ab dem 1.1.2027 wird es auch in die normale Steuertabelle überführt. Ja, das wirkt dann so ähnlich wie eine steuerliche Bereinigung der Indextranchen. Das gehört zur ersten Säule, glaube ich, ne? Genau, also es gibt 3 Säulen. Zum einen geht es darum, die Kaufkraft zu erhalten und die Inflation zu bremsen. Also das sind 2 Punkte, die eben in die Kaufkraft einfließen. Dazu gibt es dann eben noch gezielte Energiehilfen für Haushalte. Das eben beim Strom zum Beispiel werden 4 Cent pro Kilowattstunde abgezogen, bei Benzin und Diesel 5 Cent pro Liter, beim Heizöl sind sogar 15 Cent pro Liter und beim Gas auch 15%. Und das Ganze soll bis Ende des Jahres jetzt gelten. Dann zweite Säule, das ist sozusagen das, was die Unternehmen bekommen haben. Man hat sich darauf geeinigt, dass man bestimmte Unternehmen, die besonders betroffen sind, dass man die nochmal gesondert unterstützt. Die halten einen Posten von etwa 40 Millionen Euro. Das sind vor allem Unternehmen wie Logistikfirmen, die einen großen Anteil an ihrer Kosten, an Spritkosten haben. Und dann gibt es noch eine Sonderhilfe für die Landwirtschaft. Zum Beispiel beim Kauf von Düngemitteln. Man muss auch wissen, dass Düngemittel im großen Teil auch im Nahen Osten produziert werden, weil es so ein Nebenprodukt ist von der Erdgasförderung. Und da auch, glaube ich, Preissteigerungen von um die 50% zu verzeichnen waren. Und deswegen gibt es gezielte Unterstützung beim Kauf von Düngemitteln. Also dann natürlich auch gerade im Logistikbereich, soweit ich weiß, auch viele Grenzgänger beschäftigt sind. Das ist ja auch ein guter Punkt, ne? Genau. Und dann schließlich will man auch so eine langfristige Komponente, dass man eben sagt, man will die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und dass man dann eben nicht in der nächsten und übernächsten Krise wieder in die gleiche Situation kommt, will man bestimmte Maßnahmen einführen, um diese ganzen Programme wie Klimabonus, Wohnen und so weiter, um das attraktiver zu machen. Also zum Beispiel gibt es eine höhere Förderung für Wärmepumpen, für Sanierungen, für Energieberatung und so weiter. Und dann, weil eben sowas wie sich ein Elektroauto leisten zu können, das kommt zum Beispiel für viele Leute mit geringerem Einkommen nicht unbedingt in Frage und deswegen hat man eine schon beschlossene Maßnahme, ein Sozialleasing für Elektroautos einzuführen. Das hat man vorgezogen, das kommt jetzt zum 1.1. in Kraft. Was bedeutet das genau, ein Sozialleasing für Elektroautos? Ja, man bekommt ab einem bis zum bestimmten Einkommen bekommt man finanzielle Unterstützung dabei, wenn man sich ein E-Auto leasen will. Dass man sich letztlich so gütlich geeinigt hat, sollte dann auch dazu führen, dass sich der Sozialdialog zwischen diesen 3 Parteien, der in Luxemburg eigentlich immer sehr viel gilt, dass der sich wieder einpendelt. Man hat sich jetzt zum Beispiel auch darauf verständigt, dass man in diesen Komitees, die ohnehin bestehen, dass man sich da wieder trifft, wie das eben vorher der Fall war und auch, dass man eine spezielle Kommission einsetzt, die dann die Situation beobachtet, wie sie derzeit ist und dann auch unter Vorsitz des Premierministers auch wieder zusammentritt, um dann gegebenenfalls die Situation nochmal neu zu beraten. Das Gleiche gilt für die Frage des Wohnungsbaus. Da hatten die Gewerkschaften vorher auch gefordert, dass es ein Thema bei der Tripartit wird. Das wurde vielleicht diskutiert, aber macht sich in dem Schlussakkord nicht so stark bemerkbar. Da hat man sich auch darauf geeinigt, dass man eine gemeinsame Kommission bildet, um
da gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten, wie man das Thema angehen kann. Das ist ja doch ein sehr langfristiges Thema. Unterm Strich stehen sehr, sehr viele Zugeständnisse, vor allem für Unternehmen und auch für Arbeitnehmer direkt. Ich glaube, wer da irgendwie nicht so ganz gut rausgeht, ist die Regierung, weil es wird unterm Strich ja doch schon ganz schön teuer, oder? Ja, in der Tat. Also es wird für dieses Jahr werden geschätzte Kosten von etwa 180 Millionen angesetzt. Fürs nächste Jahr 250 Millionen, sodass man, also es ist noch nicht ganz sicher, welcher Block dann im Endeffekt kosten wird, aber es wird irgendwo zwischen 430 und 450 Millionen Euro wahrscheinlich liegen. Das teuerste davon ist eben das Paket zum Mindestlohn. Das schlägt allein mit etwa 120 Millionen zu Buche, wie eben auch der Konjunktursteuerkredit, der bewegt sich etwa in der gleichen Kategorie. Das ganze Paket wurde auch am Dienstag in der Chambre diskutiert und da war natürlich die Frage nach der Bezahlbarkeit ein großes Thema. Vor allem, weil der Premierminister eine Steuererhöhung, um das zu finanzieren, ausgeschlossen hat, was ja auch ziemlich widersinnig wäre, wenn man einerseits sagt, man muss den Leuten mehr Kaufkraft geben und andererseits sagt man erhöht die Steuern, aber andererseits wurde auch nicht so gesagt, was man jetzt anderes weglassen könnte, um Geld zu sparen. Da hat jetzt bei der anschließenden Pressekonferenz hat der Finanzminister noch was aus dem Hut gezaubert. Der hat nämlich gesagt, dass die Steuereinnahmen bisher deutlich besser sind als angenommen. Also es sind 800 Millionen Euro mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Von daher könnte es durchaus sein, dass dann letztlich das Minus gar nicht so groß ausfällt, wie man befürchtet hat, oder vielleicht sogar letztlich noch mehr in der Kasse ist, als man befürchtet hatte. Ist es denn jetzt vorbei oder ist da noch was zu erwarten, irgendwelche Nachwehen? Ja, wie gesagt, es sind ja schon Sachen vereinbart worden, dass man sich weiterhin kontinuierlich trifft und ich glaube, alle Seiten hoffen wahrscheinlich, dass man diesen konstruktiven Geist irgendwie weiter retten kann, aber natürlich so gewisse Konfliktlinien, die werden bestehen bleiben und die werden natürlich deutlicher sichtbar werden, wenn die Situation im Nahen Osten sich eben nicht entspannt oder sich vielleicht noch schlimmer entwickelt, als man befürchtet hat bisher. Wenn nämlich dann in ein paar Monaten trotzdem hohe Inflationswerte gemessen werden, dann kann es sein, dass die ganze Diskussion nochmal von vorne losgeht. Also wir hatten ja jetzt ein paar Punkte, die auf jeden Fall auch GrenzgängerInnen betreffen. Findest du denn, dass die ausreichend berücksichtigt wurden? Also du bist ja selber auch Grenzgänger. Also wir machen ja immerhin die Hälfte der Arbeitskraft im Land aus, ne? Also die Maßnahmen, die das Nettoeinkommen betreffen, das betrifft ja gleichermaßen Anwohner wie Grenzgänger. Auch der Mindestlohn, es gibt ja viele Grenzgänger, die in Luxemburg Mindestlohn verdienen und für den kommt eben das auch zugute. Das bestimmte Maßnahmen wie die Senkung der Gaskosten und so weiter, dass es die Anwohner nur betrifft, das ist irgendwie auch klar. Aber die Leute, die zum Beispiel hier tanken wollen, denen kommt es ja auch zugute, dass das Tanken eben weniger kosten wird. Dazu kommt ja auch noch, dass es ja, und das ist ja vor allem auch interessant für Grenzgänger und Grenzgängerinnen, die Kinder haben, dass ja auch zum 1.1. nochmal das Kindergeld ja wirklich pro Kind nochmal ordentlich erhöht wird, also 45 Euro mehr pro Kind pro Monat. Das ist ja auch schon mal relativ viel Geld, vor allem wenn man dann irgendwie nochmal auf die andere Seite der Grenze guckt, wie das da mit dem Kindergeld und mit den Erhöhungen aussieht. Also das kommt ja auch noch dazu und auch nochmal dann obendrauf. Das stimmt. Das heißt also, es bleibt spannend. Es gibt auf jeden Fall einige finanzielle Verbesserungen auch für deutsche Grenzgänger und Grenzgängerinnen. Und vielen Dank, Thomas, dass du für uns die ganze Tripartit begleitet hast und auch hier ein bisschen davon berichtet hast. Dankeschön. Sehr gerne. Und danke, Gilles. Ja, danke auch. Alle erwähnten Artikel, auch das zur Historie, werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und dann sagen wir Tschüss, bis dann. Eddie, merci. Eddie. Ciao. Der Pendlerclub ist ein Podcast vom Luxemburger Wort. Das Luxemburger Wort und Mediahus Luxemburg sind Teil des internationalen Trust Project, das für transparenten und vertrauenswürdigen Journalismus steht. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Link in den Shownotes.